Alors, chers collègues du Collège échevinal et communal et de la Commission de l'intégration, chers nouveaux résidents, je vous souhaite tous la bienvenue ici ce soir à la traditionnelle promenade pour nouveaux résidents. On a inventé cette promenade pour vous rapprocher un peu, ou familiariser un peu avec votre commune dortoir où vous êtes nouveau. Tous les nouveaux résidents entre le 1er septembre de l'année dernière et le 1er septembre de cette année sont invités à participer à cette soirée, à cette promenade. Mais aujourd'hui, on a une 25 à 30 participants. Voilà, nous sommes ici sur le site de l'école centrale. Ici derrière vous, vous voyez l'ancien bâtiment A et le plus petit c'est l'ancien bâtiment B. Tous les bâtiments sont de plus ou moins 1980. Ils ont alors un âge de 35 ans. Et derrière nous, vous avez la rotonde et le bâtiment C. Le bâtiment C, d'abord le bâtiment A, c'est pour le cycle 3 et 4. On a 12 salles de classe, la bibliothèque et autre chose. On va visiter ce bâtiment. Dans le bâtiment B, on a quelques salles plutôt spéciales. Et dans le bâtiment C, on a le cycle 2. C'est la première et la deuxième année d'études. Et derrière nous, c'est la rotonde avec le nouveau bâtiment encore plus loin, en blanc. C'est aussi tous les deux sont la maison relais. Voilà. De ce côté, on a le hall sportif. Le hall sportif a été inauguré en 1995. Ces deux bâtiments sont un peu plus vieux et la maison relais, la maison à l'arrière, elle est de 2009. Voilà, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Oui, on a pour l'instant, pour vous informer, ce que vous voyez derrière vous, l'ancien bâtiment A et B, il est très vieux et les investissements qu'il faut prévoir sont énormes et c'est pour ça que le conseil communal ou le collège échevinal va proposer au collège communal un nouveau bâtiment et les deux bâtiments que vous voyez là seront probablement plus là dans 5 à 6 ans. Ils seront démolis et on aura un très grand nouveau bâtiment qui remplace les deux. Voilà, je vous propose de nous suivre et on va visiter le hall sportif. Tu viens avec?
Gemeinde Kirlen ist natürlich gefordert, wie allgemein am Lützeburger Land am Bereich von der Mobilität aktiv zu sein. Meier von den Gemengen sind natürlich nicht die vom Lützeburger Stadt, aber gibt nicht viel Nischen, wo Gemengen wirklich können produktiv angreifen. So haben wir zum Beispiel das Jahr ein neue Parking neben diesem Site an Betrieb geholt, Parking nicht für nach mehr Auto und dürfen zu kriegen, sondern just dem gedreht, für das sind Leute aus den Notbestierfen von der Gemeinde hier ein Auto können aufstellen und dann auf den öffentlichen Transport umklammen, für an die Stadt oder so hinzufahren. Das heiten als eine Aktivität, die wir haben, am Kader von der Semaine de la Mobilité douce, organisiert ja als Umweltkommission diesen Tag. Ich meine, das ist ein flottes Beispiel für die Leute zu weisen, wie der auch noch ernst kann machen, dass es Möglichkeiten gibt, zu Fuß zu gehen, den Velo zu holen, eventuell auf die Elektromobilität umzuklammen. Ja, das ist ein Informationstag an den Probiertag für die Leute aus der Gemeinde und natürlich auch aus dem Gegend für Lostwelt. Seit Jahren hast du auch schon europäischen Plan eng Semaine la Mobilité. Und wir sehen schon ganz viele Gemengen, die sich da engagieren. Und Gemeinde Kirlen hat letztes Jahr die erste Edition davon gemacht, die schon unter dem Motto Elektromobilität. Das Jahr, wie gesagt, haben wir es komplett umgekrempelt. Das ist eine zweite Edition. Da wird wirklich alles immer auch gewechselt. Wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, da war es ja samstags. Das Jahr haben wir den Losundes organisiert. Und der große Unterschied ist auch, letztes Jahr hat es mir die Wurzel geriecht, das Jahr ist es echt da und die Miklang, wo es riecht, wie kann er, weil eben noch ein Rallye mit dabei ist. Und wie auch am Hintergrund heute gesehen, ist auch noch der Geschicklichkeitsparcours. Ja, am Schulcampus selber, als für die ganz Kleinen haben wir das Sprangschloss, für Essen Getränke ist auch immer gut gesucht, dann haben wir auch Velosgeschäft hier, wo auch kleine Reparaturen können gemäht gehen, wo du auch Velo können gucken. Dann haben wir den Bikefit von Nussbild dabei, wo da ich genau Velo auf Moos, also hier vom Moos, die ich sozusagen, da kann das alles genau gemäht gehen. Dann haben wir auch Segwayen, ich denke, das Jahr mit dabei, das Jahr mit einer Edition von Segwayen, die für das Gelände gedurcht sind, so war es richtig. Dann haben wir auch von der Polizei, sind wir natürlich ganz froh, sie auch heute zu haben, eben 4 Rallye, geht jeder noch rein, auf den Geschicklichkeitsparcours geschickt, und dann geht eine Sitzung auf die Straße losgelassen. Wir müssen auch Umwelt- und Verkehrskommission, Semaine der Mobilität, hat immer die zwei Aspekte, das was wir mehr für die Velo zu begeistern oder alternativ Fortbewegungsmittel an Punkto Sicherheit natürlich auch, das kann er für den Straßenverkehr oder auch die Awurse können natürlich auch mitfahren, können auch, so werde ich informiert sind, den Geschicklichkeitsparcours selbstverständlich mitmachen, aber vielleicht doch etwas dann dabei lernen. Liebe Anwohner von der Gemeinde Kirlen, die sitzen nun zu allem auf der 8. Edition vom Flohmarkt für Kannersachen, den Tourenkommission von der Gemeinde Kirlen organisiert. Es sind schon Bilder gemerkt, das ist ein riesiges Succès. Es sind noch ein mehr Leute, die heißen wie die Jahre vorher. Wir hatten bald 7 Leute, die Sachen vom Verkauf gestalten. Also im Prinzip ist es noch einmal dasselbe. Das heißt, die Leute, die hier Sachen verkaufen, kriegen nur 3/4 von dem Preis, den sie selber festgelöst haben, kriegen sie deren. Und der Rest wird gespendet. Gut, ja, ich stehe noch einmal mit Matthias Kiefer. Der Matthias ist schon seit 2011 oder 10 in der Jugendkommission mit dabei. Matthias, was ist das Jahr neu? Was haben wir ähnlich gemacht par rapport zum letzten Jahr? Ja, aber was ganz wichtig ist, das Jahr ganz neu ist, ist panischer. Die muss man wirklich schon nehmen. Wie lange kämpft dafür? Und wir haben ich muss so einen riesigen Succès. Panischer kann er, das passt zusammen wie... Der kann nicht so.
Benefis gëtt jo gespennt. Wie eng SBL krit an deskeier den Don gemet. Ma das Jo geht du Millipop SBL eng SBL fir Kammer, die sich fir dé engagieren. Eng super gut, also Mengen an genial an fan du muss genau de richen ausgewählt fir. Wie noch décidéiert, dat man fir den Don den Freios-Sessioun an dem Norlotiercht Sessioun, dat man Don vun den 2 Editionen fir Millipap machen, dat du doch dann kën den Scheinen Don dabei raus. Man das auch hun an dafür schreibt fir Leute enke allgemerzitzen min immens viel Leute ausserhalb von der Jugendkommission, die also hëllefen Fren, Kollegen, Noperen, also das genial wie dat Diske funktioniert. Dat muss doch sinn, weil an der Bilder vun der gesit, do muss viel Leute am Ansatz sinn, fir dat man Datei gut iwwer Bühnen kre. Dëble Grund ze feieren hat ausgang September d Firma Elko. Engerseits d'Awerjung vun hirem neue Site an der Kielner Industriezone, dann erwoch den 70. Anniversaire vun der Gesellschaft. Au lendemain de la guerre, alors que toutes les forces vives s'emploient à la reconstruction du pays, comme partout en Europe, 3 hommes d'affaires, Paul Welter, Albert Engen et Georges Siebenhaler, aidés par messieurs Eickhoff, Decker et Arch, fondent l'Electric Supply Company SARL. Elko voit donc officiellement le jour le 23 juillet 1945. Dans ce contexte, il ne s'agissait pas encore véritablement de vendre du matériel, mais de parvenir à s'en procurer, puis à l'acheminer vers le consommateur. Le personnel, composé alors de 6 personnes, se déguisait en soldats pour voyager en dehors des frontières, tirant des charrettes chargées de câbles et encombrant la plateforme du tramway jusqu'à la rue du Nord, où était installé le siège social. Afin de s'adapter à la demande d'un marché luxembourgeois en pleine mutation, Elko déploie de nouvelles activités. La société évolue du commerce pur vers l'installation et la réparation d'équipements électriques, les montages industriels, la réfrigération, le chauffage, la climatisation, la ventilation et les activités de moyenne tension. En 1987, une nouvelle unité est créée afin de séparer les activités d'installation, qui restent le cœur de métier d'Elko, et les prestations d'entretien, de dépannage et de maintenance, qui sont rassemblées au sein de Servitech. Werd Elko am Joer 2000 nach zu 60% Installateur an zu 40% am Servicebereich tätig, ass die Relation haut genau umgedreht. Dat huet natürlich auch mat sich brucht, dass uns Besoin u Büros an Ateliers fassen haut ganz anderer sinn. No intensivem Sichen rund um den Zentrum, am Süden, an der Oste vom Land, sind wir schlussendlich hier am Westen zu Kirlen gelangt. Und so wird dann aus einem Stadtstädterbetrieb irgendwann ein Stadtkirlenerbetrieb gehen. Wir sind also seit mit 2014 hier, und fühlen uns heute bestätigt, dass wir die richtige Decision geholt haben. An heimatere wichtigen weitere Bausteine gesagt haben, für die Zukunft von der Elko zu assurieren. Wir haben einen Site, den unseren heutigen und zukünftigen Besoin wunderbar entspricht. Was vielleicht nicht so bekannt ist, sind die vielen Berufe, an denen mehr wie 450 Mitarbeiter an ihre Familien eine sichere Zukunft und einen stabil und interessanten Arbeitsplatz bieten. Eine von unseren größten Stärken ist, dass wir auf viele Berufe spezialisiert sind, an so quasi sämtliche Techniken am Gebäude, egal ob am Installations- oder am Servicebereich, können anbieten und aufdecken.
die hat gesehen, Per, das ist zugängen. Wir bleiben aber noch nicht bei einer Zone, die stehen. Neben der Aufweihung von unserem Sitz an den 70. Geburtstag haben wir nämlich nach dem 3. an Loire Lächtegorn für zu feiern. Wir haben, wie das sich so schön nennt, also eine neue Corporate Identity gehen, die aber nicht mit der Vergangenheit bricht, mir ganz am Zeichen von der Kontinuität steht. Wir gehen nicht blau, nicht grün, nicht rot, nicht schwarz, nein, wir bleiben gelb. Aber wir fuhren von den Logo mit einem neuen Logo durch das Land und über die Grenzen heraus. Also das ist auch mir ein großes Eier und noch viel Fried für der von der Powert aus der Sicht heute Abend von der Gemeinde Kirlen nicht zu richten. Ich habe den Geburtstag an einer Abweihung gefeiert und ob schon mir als Gemeinde an den letzten 7 Jahren auch Klienten bei der Elko waren, sind mir sicherlich mehr betroffen heute mit der Abweihung von der Elko auf diesem neuen Site zu Kirlen. Pot Nouvel An am Jahr 2011 von der Gemeinde Kirlen hat den Mattbierger Marc Picke, auch Administrateur Delegé von der Elko, mich angeschwärzt, für ein innovatives und nachhaltiges Konzept betreffend der LED-Straßenbelichtung vorzustellen. Als Klimabündnis, ein Klimapakt Gemeinde sind wir immer ob für so Themen. Es hat nicht lange gedauert, und du hast mich als zu Gastbericht getroffen, für hier Versuchsanlage zu begutachten. Gemeinde und Elko sind schnell ans Geschäft gekommen und heute haben wir bald alle als kommunale Lichtpunkte an der Gemeinde auf das zukunftsweisende Technologie umgestellt. Mit einem beachtlichen Invest und dank dem Know-how von der Elko ist die Gemeinde Kirlen an diesem Bereich Pioniergemeinde am Land. Durch diese Zusammenarbeit sind noch die Kontakte entstanden, wenn es denen Elko hier an die Aktivitätszone kommen ist. Die Damen und Herren, les Responsables von Elko, es gibt ganz viele Opportunitäten für Lützeburg als ein Betrieb. Es gibt ganz viel Potenzial und ich bin sicher, dass Elko auch weiterhin ein gutes Beispiel wird vorgehen, für das Potenzial auszuloten. Wir haben Teile für drin am Film, die immer fertig ist und die neuen Technologien anzupassen, sie zu adaptieren und zu ihrem Vorteil zu nutzen von der Weitermarkt. Da stimmen wir 70 Jahre vielleicht nicht. Also mir vielleicht nicht, mit dann als Successeur. Vielen Dank, merci und Happy Birthday.